Goedemorgen, het is John Peters hier met je dankens uit Gottes woord voor de nächste 15 minuten. We zijn weer 3 aan. We hadden troubles met some dingen fixen hier, repareren voor het radiostation. Parts en komen als een dame heeft het fan alles vrijgesteld. Nu waren we aan zijn, dus je weet niet. We zijn in Matteaus kapitel 9, de eerste vers en dan wieder. Nog waar goedemorgen. Matteaus kapitel 9. En wanneer het zo wieder gaat, dan zijn we bald vorig met het boek Matteaus, niet zo? We zijn er nu, Matteaus heeft 28 kapitels, so we worden nog een stukje bij zijn. Alright. En zo de bergpredigt is vorig, de Seligpreisungen. En we hebben er allemaal aan denken, dat als Jezus de bergpredigt bracht, dan wird het nog tussen den oude bund en het nieuwe bund. De nieuwe bund die fängt an als Jezus am Kreuz starb en als hij opstond. Und seine Auferstehung ist kein nieuwe bund. Du wordt gezegd dat zijn Auferstehung, dat wir Gott zijn stempel op zijn sterven. In andere woorden, dat Gott weer 100% tevreden met Jezus zijn opfer door am Kreuz. En die boodschap hebben we nu wirklich erfahren. Deze Ostertijd. Ik zou een ding wat mij wichtig wordt, deze Ostertijd. Mich weet zo Gott heeft mir mal erwiesen. 3 woorden. Es ist vollbracht. Plautdeetsch, dat is vorig. Op Engels, it is finished. En dat weer het thema wat Gott mir einmal leid zijn en lezen en hieren, wanneer ik wat ommerken over de Ostertijd. So ik ben dankbaar. De Seligkeit is vorig, die is vollbracht. Du hast nichts, was ich nicht kann tun, um das verdienen. Das Wort ist verdienen. Das geht nicht zu verdienen, wann es auch betont ist, mein Freund. Das geht bloß anzunehmen. Und so, wie Deutsche haben besonders die Fehlung, wir machen das verdienen, nicht so? Wir machen gut tun mit Schafen, das ist okay. Wir machen vorabkommen, wir machen wiedergehen. Und du machst uns verloben, wir holen auf Schafen. Aber wenn ich komme zu der Seligkeit, das geht nicht zu verdienen. Das macht bloß du musst eine Verdienung sein. Alles hergeben arm. En ik probeer het bijspel van armloten dat stetig nemen van die leven. En dan best du de match worden. Dus ik dankbaar voor deze Ostertijd. So, Matteaus kapitel 9 vangt het stuk aan. So, Jezus stieg im boot aan. En we weten op het eind van Matteaus kapitel 8 had hij de bij zijn eerste loten in de schwien aangaan. En die werden alle even eiweiß gerand en woed aan. Alle verdronken. Die vroegen de mensen aan als hij verloten wordt. Dat is verder niet trouwen. Nee, Jezus brengt een verandering in leven. Maar viele mensen wel nog gleich. Ze zeggen, hier hat Jezus een verandering gebracht. Hij had een mens geraad, Matteaus zegt twee mannen geraad, had de Seligkeit volbracht. En de mensen werden aber veel wichtiger dat hij 2000 Schwein aangekomen werden. Vroegen ze Jezus hij verloten wordt. En Jezus blijft niet woer, want ze hem niet wel. Jezus deed zich helemaal weer niet dringen met geweld. Hij heeft zijn arms op en hij zei, kom, volg me nu. So hier wonen ze aan niet. En hij zegt in Matteaus 9:1 dat hij stieg een boot neemt en kwam in zijn stad. En wanneer we wonderen waar de stad ook nog zijn, dat we niet meer Nazareth, dat we de stad Capernaum. Capernaum weer dicht bij Nazareth. En we waren nog ervaren dat in Nazareth kunnen we wunder doen. Wenn sie keinen haben zu gehen, das ist der Jesus, was wir können, wir haben gesehen, er ist abgewaschen, manch uns, wir können seine Eltern. So, wenn er sagt, seine Stadt, das wird an die Stadt Capernaum. Und das sagt, sie brachen an einen gelebten Mann, der auf dem Bad lag, und als Jesus glauben sagt,
Und du wirst ein Freund, was diesen Mann daheim brauchen. Was Jesus hier glauben sagt, seht ihr den Mann, jaft nicht ab, mein Sehen, die Sinn sind zu Gott gehalten. Du wirst nur bei der Schrift gelehrt, man, das Volk, das sieht, das Mensch, der lastern. Jesus kann dir die Gedanken und sieht, warum habe ich so eine schlechte Gedanken am Hort? Was leichter, zu sein, die Sinn sind zu Gott gehalten, oder sein, go, steh auf und go. Aber ich will nicht weiten lassen, dass Menschen sehen, habt ihr Autorität, habt ihr Macht, ab ihren Sünden zu Gott zu halten. Dann seht ihr den Gelähmten, steh ab, nimm den Bad, go nach Haus. Dann stimmt den Mann ab und geht nach Haus. Als die Menschen das sagen, werden sie gefällt mit Preis und Dank. Sie priesen Gott, wer ein Mensch seine Macht gegeben hat. Dann ging Jesus wieder und sagt, ein Mensch, der heißt Matteaus, sagt wir sehen Tax Collector Dash, folgt mir nur, sag ich, ja, heute Abend. Und Matteaus stimmt ab und folgt ihm. Als Jesus umgekehrt hat, wie Matteaus in Haus, kamen andere Tax Collector und Sünder, kamen und eiten mit Armen seine Jünger. Als der Pharisäer das sagen, führen sie seine Jünger, warum hat kein Lehrer mit Tax Collector und Sünder? Was Jesus das hier sieht, das sind nicht die Sünder, was ein Doktor fehlt, aber die Kranke. Ein guten Lied, was das meint. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, die Gerechte zu rufen, über die Sünder. So, diese zwei Geschichten werden wir von dir bekicken für die nächsten 8 oder 9 Minuten. Und ich werde diese zwei Geschichten topbringen, wegen der dann beide Fragen beantworten. Was ist wichtiger? Der Mensch oder was der Mensch getan hat? Ich kann mitfallen mit diesen beiden Jungs, wenn ich habe gefehlt. Ich habe mich verstoppt. Ich bin ganz zu Grund gekommen. Und du kannst vielleicht auch mitfallen, wenn du bist auch ein Mensch. Ich weiß von keinem Menschen auf dieser Erde, was sinnlos sind, bloß einer, das wie Jesus Christus. Und das vor allem der Einzige, wie was von seinen Sinn sterben kann. Und so, ich kann nicht für dich sterben, weil halt nicht. Und die kannst nicht für mich sterben, halt auch nicht, wenn ich du sind beide Sünder. So, was ist hier nicht wichtig? Entschuldige, was ist hier nicht wichtig? Der Mensch, oder was der Mensch getan hat, und dann will ich hier vielleicht noch eine Frage wieder, oder was dem Mensch fehlt. Was ist das Wichtigste von den drei, die Jesus uns hier wiesen und lehren, dass der Mensch ist das Wichtigste. Warum? Nummer 1, wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Wir sind von Gott gemerkt. Und was meint das, in Gott sein Ebenbild gemerkt? Well, wir liegen in Gott. Und wir haben uns so gemerkt, es ist arm. Tieren sind nicht so. Tieren haben nicht eine Säule. Planten und Eishof und so, die haben keine Säule. Wenn die fertig sind, die sind fertig. Aber die haben eine Säule. Dann haben wir noch ein Geist, dann haben wir noch einen Körper. Und wir können denken, wir können klicken werden, wir können Dinge ausfiguren. Und das ist was Gott hat. Gott ist einer, was denken hat, was planen hat. Und dort haben bloß Menschen, haben die dort verreicht, dort zu tun. So wir sind in Gottes Ebenbild gemerkt und wir sind actually von großer Wichtigkeit. Wir sind aber Sünder. Sogar das Alte Testament sagt, dass all unsere Gerechtigkeit ist das schweinische Lünskadern. Und dort wird das Alte Bund und das Neue Bund stammen. Dass der Mensch ist hoffnungslos verloren ohne Gott. Das von das Alte Testament gesagt hat, dass der Mensch soll werden, kann nicht gleich halten, dann wird sich drehen zu Gott. Und ich gleich was laatst Terry Witherspoon, wie an sich Werk sieht, sagt, was ist die Buße? Sagt, das 2 Dinge. Anders denken und dann andenken. Das sind 3 Dinge. Anders denken, andenken und naar Jesus kijken. Dat zijn die 3 Dinge wat een Buße is. Anders denken, andenken en woorhaving, wel naar Jesus. Dat is het reden. Naar Jesus kijken. Dat is de Buße. Alright. En zo eigen du zijn Sünder, aber wir sind von großer Wichtigkeit. Wir haben einen Wert. Wir sind was wert. Und das, was Jesus hier lernt hat. So, das Mensch, der wie gelähmt, den fehlt eine Heilung, aber weißt du, was den noch Dollar fehlt? Den fehlt die Vergebung der Sünden. Das sagt euch, was das Mensch getan hat, aber Jesus sagt, die Sünden sind die zu Gott gehalten. Vielleicht hat er sogar so ein Leben geführt, dass er krank geworden ist. Viele Menschen, die in Sinn leben, die sind gut gesund. Dort, was die tun, das macht ihn krank. Es sind viele Sünden, die ein Mensch krank machen. So wie Alkohol, Drugs,
verschiedene Geschlechtsleben driven. Dat maakt een mens krank. Die Körper kann auch nicht handeln, die slaapt dingen ab. Die kann auch nicht handeln. En so, das Mensch wie vielleicht krank geworden, da ist in Sinn. Das was ich hier ein bisschen zwischen der Land lesen da. Über der, was kann in die Westen gehört, was nicht rein wird. Der wird sich haben verpflichtet gefällt. Nu als hier für Jesus, ein sinnloser Mensch. Und Jesus sagt, die fehlt nicht die Vergebung der Sünden, als gehalten worden. Über das Gesetz, die Oms, die Schriftgelehrten, und die Predigers zu der Zeit, wenn wir wieder Namen bellen, dat waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die verwundern sich hier und tieren sich. Was in der Welt, dieser verjagt anderen den Sinn, bloß Gott kann Menschen zu Gott holen. Well, wie weit mir Jesus wir? Er wird Gott. Aber er sagt, 90 hier, dass Menschen sehen, da wollen wir noch mal mehr von reden. Und sagt, dass die Sinn sind zu Gott geholt. Und er wollte an, weil die Menschen sich zu tieren und sich davon reden. Und dann sagt er, oh, und dann gehen noch ein Haus, die best geholt. Und so die leere Menschen, die arme Menschen, die danken Gott und preisen. Und die Schriftgelehrten, die wollen mehr wissen, die werden hier bloß da. Dann geht es wieder nur diesen Matteaus, was diesen Brief geschrieben hat, dass wir ein Taxcollector. Wir haben ein paar Dinge davon sein. Ein Taxcollector wird sehr leer euch sein, manche Juden, besonders wenn es ein Jude wird. Denn der hat sich verkauft von der Römer. Viele von dort werden Scheibe. Die haben viel mehr Tax fordern, als sie haben sollten, und dann hielten sie das ewig für sich selbst. Ich weiß nicht, was Matteaus getan hat, aber er wird einmal leer euch ohne sein. Wisst ihr, dass ein Taxcollector, kann ich mal einen Tempel nennen, der wird ausgeschlossen in Israel. So Matteaus wird ausgeschlossen nach Jude. Jesus sagt dann, er muss tun, was er tut, er muss tun, was er ausgeschlossen ist. Er sagt, folg mir nur. Und Matteaus verleiht seinen Dashkraft durch und folgt Jesus nur. Lothar jaft het onkost bij Matteaus in huis, en dan zijn er andere taxcollector en andere zender. En dan zijn de Pharisäer waar door. Dit zijn dan te die tijd, weer in de predikers, de ooms, de oudsten en zo weer, de leraar, de Kirchenlehrer. En die zijn dort en vangen ze aan te grunzen. Dus Jezus had met zender, met taxcollector. Jezus hield dat en zegt, dit is ganz, zoals het zal zijn. En ik ben niet voor de gezonde gekomen, ik ben voor de kranke gekomen. Nu goed en leert het, niet dat hij de schriftgeleerden helemaal wat leren, zegt hij, God wil level barmherzigheid als opfer. So deze Pharisäer hadden alles te holen op opfer. Die zaten, zullen zo opferen, zullen zo'n tier. Nu zegt Jezus, je hebt een ding vergeten, de barmherzigheid. Je hebt vergeten, wem je dient. Je zult du zijn voor de mensen. En dat is wat hij wezen deed. Hij zei, ik ben niet gekomen voor de gerechten, ik ben gekomen voor de zonde. En ik en du zijn niet van de gerechten, buiten we hebben zijn gerechtigheid. Wenn du seine Gerechtigkeit angenommen hast, dann bist du gerecht. Dann bist du am Weg im Himmel. Und das kannst du weiter. Kijk mal Johannes 3, Vers 10, Johannes 1, 12, oder 1. Johannes 5, Vers 10. Und so, das ist, was Jesus hier sagt. Ich bin gekommen für die Sünder. Und wenn der mich annimmt, dann ist er ein Gerechter. Aber der muss ich sein und bekennen, dass er ein Sünder ist. Wundervolle Lieder hier von der, nicht so? So, was ist das Wichtigste? Das ist gleich die Heilung im Körper. Das ist gleich, was du getan hast. Das Wichtigste, das bist du. Und das, was Jesus hier lernt, hat. Ich bin gekommen für dich. Dass du kannst dir vergeben kann von den Sinn und kannst Frieden und Freiheit haben im Herrn. Ich will hier meist auch wieder beten mit dir. Ich danke dir diesen Frieden, diese Gerechtigkeit, was die kannst haben, durch haben. Du kannst es nicht beten, Herr Jesus, ich sehe einen Sünder, aber mir tun meine Sünden leid. Komm in mein Hort nehmen, nimm das stetig von meinem Leben. Ich will von nie wieder bloß der Mitfahrer sein. In Jesus' Namen. Amen. Wenn du das Gebet hast, du bist gerecht. Du bist einer von seinen Kindern. Nu leef für arm und arm, hab seinen Frieden, seine Freude, seine Leib. Du wirst dich wundern. In Jesus' Namen. Amen.
und wieder bring dich